Hallo, ich bin der Jean. Ich habe eine Tierheilpraxis für Katzen und Hunde seit 2010 mit Spezialgebiet Ernährung. Heute schauen wir an den Kakibollen. Also wer zu Themen wie Exkremente nicht verträgt, der sollte das Video nicht anschauen. Weil heute dreht sich alles oder vieles um den Kakibollen für Katze und Hund. Warum? Also, leider wird der Kakibolle viel zu wenig angeschaut in den Tierkliniken und Tierarztpraxen. Bei Heilpraktikern wird es schon besser. Wir sind ein bisschen geschult auf das. Und als Ernährungsberater und vor allem gute Ernährungsberater, ganzheitliche meine ich damit, die wissen, wie wichtig so ein Kakibolle ist. Weil wir können anhand des Kakibollen herausfinden, was an der Ernährung nicht gut läuft oder was vielleicht organisch zu beachten ist. Fragt euch an dieser Stelle mal, wann bin ich das letzte gefragt worden nach dem Kakibollen von meinem Tier, wie er aussieht. Und zwar nicht nur, ja, haben sie Durchfall? Ist es Durchfall? Schmeckt es fest? Oder ist es noch fest? Was für ein Durchfall ist es? Ist es breiig oder ganz flüssig? Das ist schon differenzierter gefragt. Sondern ein Kakibolle, wie sieht er aus? Eine anständige Erfragung vom Kakibollen geht nur mal ums anzufangen folgendermaßen. Konsistenz, also eben breiig, flüssig, viskös, das heisst, es zieht Fäden. Was haben wir noch? Mit Schaum drin, fest, aschig, das heisst, er geht auseinander, wenn man ihn zusammennimmt, weil er so trocken und so fest ist, fast wie Asche, Aschenkot an sich und so weiter und so fort. Dann die Farbe. Ist es braun, dunkelbraun, hellbraun, gelbstichig, grün, rot? Ich hatte schon rosarot. Dann hat es Schleim drumherum, hat es Fettschicht drumherum, hat es Fettpünktchen drum. Wie schmeckt es? Nach was schmeckt es? Und so weiter. Also man sieht, man kann da ganz viel anschauen. Und warum ist das wichtig? Also auf der einen Seite muss man vorgreifen, es gibt standardisiertes Futter. Standardisiertes Futter bedeutet, dass es ein einheitliches Futter ist. Das heißt, es ist immer das Gleiche drin, zu den gleichen Mengen, aus der gleichen Herkunft, also die gleichen Inhaltsstoffe. Und deswegen hat man auch die Mikro- und Makroverteilung immer die gleiche. Mikro sind Vitamine, Spurenelemente und Geschichten und Makro wären wir bei Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß. Warum gibt es die standardisierten Futter? Standardisierte Futter kommen ganz ursprünglich aus der Tierversuchsszene. Und zwar braucht es dort ein einheitliches Futter als Grundlage, um überhaupt Versuche zu machen. Und die ganze Versuchstier-Thematik ist eine andere Geschichte, wo jemand Videos machen oder darüber erzählen, der auch aktuell in dem Sektor arbeitet. Ich habe nur ganz leichte Einblicke im Rahmen von der Ausbildungen und im Rahmen des privaten Bereichs. Darum schneide ich das jetzt nicht weiter an. Wichtig für uns ist zu wissen, es gibt standardisiertes Futter. Wo gibt es das noch? Gerade in Tierarztpraxen schafft man vor allem mit diesen einheitlichen Futter. Wir finden die Futter allerdings auch im Handel. Und zwar all die Futter, die es eine Sorte für ein Tier geht und wo man vom Adulten bis zum Senior eigentlich die ganze Erwachsenenphase das gleiche Futter kann geben. Es gibt teilweise schon die noch Welpenfutter und Seniorfutter haben. Wenn man dann dort mal die Sachen nebeneinander legt, sieht man, dass die Inhaltsstoffe in der Regel die gleichen sind. Aber die Zusatzstoffe sind anders. Wichtig ist zu wissen, standardisierte Futter sind vereinheitlichte Futter. Deswegen kann man sie auch Tag ein, Tag ausgeben, weil sie haben jeden Tag alles drin, was das Tier muss haben. Und zwar zu einem Prozentsatz, der sogar eher zu hoch ist, damit sicher auch genug da ist. Warum das problematisch ist, habe ich schon angedeutet im Video über Untersäuerung. Und ich komme sicher auch ein anderes Mal wieder auf das zurück. Heute möchte ich aber den Einfluss anschauen, den das hat auf den Output von Katze und Hund. Und zwar kommt jetzt noch ein anderes Thema zu dieser Standardisierung dazu. Und zwar, jede Firma möchte ja ihr Futter verkaufen.
Und um ein Futter zu verkaufen, gibt es Marktforschung. Jetzt hat die Marktforschung herausgefunden, dass Hundehalter vor allem Wert darauf legen, dass die Kackebolle so zusammengelesen werden kann, dass man ihn auflesen kann, einen Robidog-Sack, oder in welchem Land man erlebt, gibt es andere Möglichkeiten von Robidog-Säckchen. Auf jeden Fall den Kackebolle auflässt, ohne dass irgendetwas kleben bleibt am Boden und ohne dass es sich eklig anfühlt in der Hand. Also das darf auch nicht glibberig werden, wenn man es anlenkt zum Beispiel. Und man hat auch herausgefunden, wenn das so ist, dann finden die Leute das toll, weil sie sich gleichzeitig auch das Gefühl bekommen durch das, dass ihr Tier gesund ist. Also die Leute haben das Gefühl, wenn ich jeden Tag den gleichen Scheissebollen habe von meinem Tier, dann geht es meinem Tier gut. Dann ist alles gut. Und bei der Katze ist es auch so, dass es darum geht, dass der Kackebolle immer gleich ist. Dann habe ich das Gefühl, das Tier ist gesund. Und dort geht es auch viel um Geruch und über die Fähigkeit, ob es sich verklumpt mit dem Streu zusammen, wenn die Katze einmal nicht gerade zuscharrt. Genau, das sind die Sachen von der Marktforschung, die dazukommen. Das heisst, durch das haben wir in diesen einheitlichen Futter, die wir im Laden oder auch beim Tierarzt bekommen, auch Verdauungshilfen drin. Verdauungshilfen können natürlich, können synthetisch sein. Und sowohl die natürlichen wie die synthetischen haben Vor- und Nachteile. Und auf jeden Fall haben sie eins gemeinsam, man sollte sie nicht nonstop nehmen. Ständige Verdauungshilfe kann zu Verdauungsproblemen führen, beziehungsweise der Körper wird abhängig von diesen Verdauungshilfen. Aber auch das ist ein Thema für ein eigenes Video. Ich will es ja kurz halten. Also gehen wir wieder zurück zum Kackebolle. Warum ist das jetzt für mich ungünstig, nicht nur als Ernährungsberater, sondern auch als Tierhalter, als Katz- und Hundehalter, obwohl ich im Moment leider keine Katze mehr habe. Warum ist es ungünstig, wenn der Kackebolle immer gleich aussieht? Wenn der Kackebolle immer gleich aussieht, weil Verdauungshilfen drin sind und weil andere Stoffe drin sind, wie zusätzliche Vitamine, die auch die Optik und Haptik und den Geruch von meinem Kot bzw. den Kot von meinem Tier beeinflussen, dann tut mir das quasi etwas vorspielen, was nicht ist oder was vielleicht nicht ist. Das heisst, mein Kackebolle vom Tier sieht immer gleich aus und ich denke, es ist alles gut. Und wenn einmal der Kacker da ist, dann ist meistens schon viel länger etwas nicht gut, weil das Futter selber Symptome überdeckt hat. Habe ich ein Futter, das nicht standardisiert ist, das heisst, ich habe ein Naturprodukt, dann habe ich auch einen unterschiedlichen Code. Naturprodukt erkennt man schon mal daran, dass ich nicht nur eine Dose oder ein Trockenfutter das Leben lang geben kann. Ich muss Unterschiedliches geben. Ausser das Trockenfutter, es gibt auch Naturtrockenfutter, das auch künstliche Vitamine oder sonst Vitamine zugesetzt hat, dem kann man es auch wieder einzeln geben, immer das Gleiche. Und dann muss man sich dort halt auch wieder abwägen, was ist für mich wichtig. Etc. Das ist dann eine Geschichte für die Beratung, muss man dann wieder individuell schauen, was macht für Mensch und Tier wo Sinn. Zurück zum Kackebolle. Also, wenn ich mache immer das Beispiel mit dem Rüebli. Wenn ich 2 Rüebli habe, dann sehen die nie gleich aus. Du kannst auch 2 Tomaten nehmen und du kannst sie aufschneiden und du kannst schauen, wie sie innen aussehen. Und sie werden nie identisch sein. In der Natur gibt es nie 2 Sachen zweimal. Nicht einmal Zwillinge sind die gleichen. Also jeder, der eine Katze oder einen Hund hat, weiss, dass mindestens ein Geschwisterchen noch hat in der Regel. Es gibt selten nur ein Hund und so selten nur ein Büsi, das auf die Welt kommt. Und das sind schlussendlich auch eine Form von Mehrlingen. Und die sind auch nicht alle gleich. Und selbst Eineiige sind nicht gleich, also Zwillinge, auch bei Menschen nicht. Es gibt auch dort Unterschiede. Und so ist es bei allem in der Natur. Die Natur baut auf Vielseitigkeit zum Überleben. Aber auch das ist ein anderes Thema. Es zeigt nur, wenn ich schon Sachen esse, die naturbelassen sind, dann sind sie unterschiedlich. Wenn sie unterschiedlich sind, dann wird auch der Output unterschiedlich sein. Der kann nicht gleich aussehen, wenn ich Rande esse oder Spinat esse. Geht nicht. Und wenn, dann was habe ich noch gegessen, dass es dann doch gleich aussieht? Und genau da ist der Punkt. Wenn ich ein Futter habe, das nicht standardisiert ist, dann muss ich zwar damit leben, dass der Code jeden Tag anders aussehen kann.
Allerdings weiss ich dann auch anhand von der Farbe, von der Optik, von der Haptik und vom Geruch, was ist mit meinem Tier los? Ist es, weil es etwas gegessen hat? Ist es vielleicht ein Indiz für etwas Organisches? Dann macht auch noch die Zeit Einfluss. Das heisst, wie oft sieht der Kackebolle so aus oder wie verändert er sich, wie oft etc. Das sind dann auch Sachen, wo der Ernährungsberater einem auch kann erklären und zeigen, dass man weiss, hey, ich muss mit meinem Tier auf das achten, das kann etwas sagen, das kann ich auf die Seite tun, das ist nicht relevant zum Beispiel bei dem Tier oder ist wegen Futter, je nach Ernährungsplan. Genau. Und da ist das, was ich für sehr gefährlich auch finde, weil meine Erfahrung wirklich auch zeigt, dass wenn dann einmal Durchfall kommt und Verdauungsprobleme mit einheitlichen, standardisierten Futter kommen, dass dann wirklich schon lang etwas in dem Körper innen passiert ist und kompensiert worden ist vom Körper selber, wo eigentlich schon lange nicht mehr hätte können, gesund kompensieren, und man hat das aber nicht gesehen, weil der Kackebolle sieht immer noch schön aus und das wäre eine Form gewesen, wie der Verdauungstrakt hätte können zeigen, hey, hallo, help, du musst mal irgendetwas ändern. Da ist etwas. Oder auch Stressgeschichten, Hunde, die Stress haben, und man merkt es nicht gross, weil sie es überdecken und verhalten, und man sieht es auch nicht am Output, weil Verdauungshilfen und andere Darmbremsen drin sind, damit der Kot auch immer schön fest ist, auch wenn sie Stress haben, damit der Kot auch schön lang im Darm ist, etc. Also hier einfach für euch als Gedankenhilfe oder als Input für die Wahl vom Futter, dass ihr noch etwas mehr habt, um euch zu überlegen, was ist mir da wichtig? Die Griffigkeit vom Kot oder die Früherkennung von gewissen ernährungsbedingten Erkrankungen. Gut, ich lasse das jetzt hier mal stehen und wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, wenn ihr immer das schaut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich über ein Like und ich möchte mich auch jetzt schon bedanken für die ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe für die ersten 2 Videos, die ich gemacht habe. Und ich hoffe, dass euch auch das jetzt gefallen hat. Und bis nächstes Mal.